Man-Boobs. Habe miteinander, ich bin's, der Birger. Lang genug hat's dauert, bis einmal wieder irgendwas kommt. Mini-Sommerpause ist vorbei. In der kurzen Zeit werden wir mal schnell 50.000. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Das Special ist in Arbeit. Beziehungsweise das, was ich euch heute verzeihe, ist auch so ein bisschen ein Special. Reden wir gar nicht lang rundrum, um was geht's. Ich hoffe, irgendjemand liest die Titel, die ich da irgendwo in die Videos einschreibe. Fan-Treffen, Bitch! 100.000 Mal habt ihr mich gefragt, 110.000 Mal hab ich's weggepackt, hab einfach nicht darauf reagiert oder hab gesagt, aber nun soll es so weit sein. Das hab ich so ein bisschen geschoben, immer und immer wieder und wollte es eigentlich auch nie machen. Aus ganz einfachen Gründen, bei so einer Veranstaltung aufziehen etc., das schüttelt man sich auch nicht einfach so aus dem Handgelenk, kostet haufenweise Geld. Dann, wenn man das nicht gescheit macht, ich meine, ihr, viele von euch sind relativ jung, wenn da irgendeine Scheiße passiert, wie da irgendjemand zu Platz am Saufen ist, bin ich schuld. Und dann war's die ganze Geschichte ganz ehrlich drauf gekackt, weißt du, wie es ist. So, jetzt hat sich aber eine super tolle Möglichkeit ergeben mit dem Chris vom Trachtman. Wer nicht weiß, wer der Trachtman ist, schaut euch bitte in die alten Stammtisch-Videos an, die verlinke ich euch auch da irgendwo in der Beschreibung unten und rechts oben und überhaupt und sowieso. So, der Chris ist mit dem Trachtman, das ist ein Comic auf der Comic-Con in Minga. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Fan-Treffen findet statt und zwar in Minga auf der Comic-Con. Das ist am 15. September. 2018, muss ich dazu sagen, nicht, dass im 4 Jahr jemand das Video anschaut und denkt sich dann, wo ist eigentlich der Birger? Entschuldigung, ist der Birger da? Keine Ahnung. 15. September, das ist ein Samstag, an einem Wochenende natürlich und nur der Samstag. 15. September 2018. Dann, wo genau ist das? Erstens schon mal, es ist in Minga, das Allerwichtigste. München, Minga, in der German Comic Con. In dieser Veranstaltung. Wichtig da dazu zu sagen ist, ich bin am Freitag nicht da, ich bin am Sonntag nicht da, ich bin nur am Samstag da. Dann Karten, Link, kriegst du unter folgenden Link, den ich da unten in die Beschreibung reinkriege. Das ganze Ding kostet natürlich was, ja? Du kannst nicht einfach umsonst in der Comic-Con einspazieren. Der Chris, nochmal herzliches Dankeschön für diese Einladung, dass ich das bei dir da auf dem Messestand machen darf. Hab mich da dazu eingeladen und ich bin dabei mit dabei am Messestand. Dann gibt es zu dieser ganzen Geschichte noch einen kleinen Zeitplan. Los geht wird es um 9 Uhr in der Früh für die Early Bird Ticketkäufer. Ansonsten geht es offiziell um 10 Uhr los. Das normale Ticket kommt überall hin. Nochmal, der Link dazu ist in der Beschreibung unten drin. Jo, dann von 9 Uhr bis um 11 Uhr. Bin ich da mit dem Chris an dem Stand da. Kann jeder vorbeikommen auf 3, 4, 5 Hände voll Blätschmerz. Ganz wichtig ist, der euch bitte selber den Gefallen und kommt da nicht mit einem Kasten Bier oder mit einem Fasselbier oder sonst irgendeinen Scheiß oder angesoffen oder sonst irgendwas, die lassen euch nämlich sonst nicht ein. Ich sag's lieber dazu, weil ich gehe schwer davon aus, dass da vielleicht ein paar Leute früh shoppend da mit dem Zug auffahren und dann Rotze Grande in die Comic-Con rein wollen und dann nicht rein dürfen, weil sie halt Rotze Grande sind. Dann quasi Phase 2. Nächster Abschnitt ist von 11 bis um halb 12, dreiviertel 12, je nachdem, sowas irgendwie um den Dreh rum. Haben wir hier und der Chris auf ein Interview auf so einer kleinen Bühne. Da kann ja jeder kommen, kann ja jeder zuschauen, da können wir dann, kannst du dann auch öffentlich Fragen stellen und was weiß ich, was alles für ein Scheiß und so weiter und so fort. Das ist quasi... Er fragt mich aus, ich frag ihn aus. Ich sag's euch, was ist, ich hab sowas auch noch nie gemacht, keine Ahnung. Er sagt, er regelt das, wird das schon passen. Auf alle Fälle haben wir da auf so einer kleinen Bühne und dann passt das. Dann geht's weiter, so entweder ab halb 12 oder ab 12, je nachdem, wie lange dass wir auf dieser Bühne zum Labern Zeit haben. Geht's weiter, dass ich wieder am Stand dort bin und auch er und seine ganze Mannschaft. Und dann ist eigentlich offen, was wir deren. Ich kann null einschätzen, wie viele Leute das kommen. Darum habe ich mir gedacht, weißt du was, ich hau euch jetzt da herum einmal eine Umfrage ein, was ihr mal vielleicht einklicken könnt, so wahrheitsgetreu wie möglich. Das tat mir ziemlich viel helfen. Wer definitiv kommt und wer nicht. Und dann treffen wir uns auf 25 Hände voll Blätschmerz und Signierstunden und was weiß ich was alles. Wir haben einiges vorbereitet. Der Chris hat einen nagelneuen Trachtman-Comic dabei. Und zwar Ausgabe 4 von mir wieder auf Borisch übersetzt, wie wir das schon mal gehabt haben. Die ist sogar 4 Seiten länger und ist eine Special German Comic Con München Edition. Was haben wir noch? Dann hat er seinen Stand vorbereitet, dass da vielleicht ein bisschen mehr Leute kommen, weil ich halt auch noch mit dabei sitze und wir quasi ja zu zweit sind. Banner machen lassen, wo wir Fotos davon machen können.
Ich signiere euch alles, was da ist. Der Chris signiert euch alles, was da ist. Ich habe natürlich auch eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar gibt es eine Special Edition von einem, wie soll ich sagen, German Comic Con Exclusive Brutal Massive Schüssel T-Shirt mit einem extra Logo. Das gibt es dann auch nur auf der Comic Con zum Kaufen und nicht in meinem Shop da herum oder da, wie jetzt das da und so weiter. Ist sowieso wurscht. Dann bin ich mir irgendwie blöd vorgekommen und hab mir gedacht so, wie ich mache meine eigenen Autogrammkarten. Das ist irgendwie so, als da ich mir selber einen. Du weißt schon, was ich meine. Da hab ich mir gedacht, hey, weißt du was, das tan wir mir als Vollbier-Squad-Ausweis. Dann hab ich noch machen lassen, kostet natürlich nichts. Das ist egal, das ist eine Art Autogrammkarten. Wenn sie noch keine Merch-Sachen oder sonst irgendeinen Scheiß hat, wo man drauf unterschreiben kann. Ansonsten nehmt alles mit, was unterschrieben haben wollt. Oder wenn ihr ein Porträt von euch gemalt haben wollt. Oder wenn ihr einen Pimmel auf ein iPhone gemalt haben wollt. Was weiß denn ich? Für das machen wir das Ganze und für 33.000 Hände voll Blättschmerz und für sonst eigentlich nichts. So, nochmal zusammengefasst für alle zum Mitschreiben. Samstag, 15. September 2018 auf der Münchner Comic Con. Ja, von 9 bis um 16 Uhr bin ich da, der Chris ist alle beiden Tage da und dann bin ich gespannt, was das wird. Ist auch mein erstes Mal, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das abläuft, wie ich mich schlag, wie viele Leute das kämen, keine Ahnung, ich bin gespannt, ich freue mich auf alle Fälle drauf, das wird sicher lustig. Yo, was gibt's sonst noch zum Sagen? Eigentlich nix, ey. Ich sag's euch ganz ehrlich, sagt euch ein Ticket, schaut's vorbei, das wird sicher lustig. Und jetzt saubert's fair und rumgeschmerzt. Ich hoffe, dass ich das irgendwie zusammenschneiden kann, dass das irgendjemand versteht. Wenn nicht, dann müssen wir auch wohl. Haut's euch eine, bis zum nächsten Mal. Habet! Normal klingt jetzt da immer unfassbar. Das passt halt irgendwie nicht. Aber wart, wir haben jetzt 50.000. Unfassbar!